Ein gelassener Auftritt von Tjebe 500, Sport Triple A, 12 Jahre jung, gezüchtet und im Besitz der Stallhouderei Zadelhof in Breukelen, steht in der Hengstenhouderei Bosma. Ein Sohn von Bartele 472 und einer Sternpräferentenstute aus Dries 421, auch die Kronpräferenten Doppel-A-Stute von Scherk 328 vertreten im Stammbaum, kommt aus dem Stamm 2, zugelassen seit Herbst 2017, in der Dressur tätig in der Z1-Klasse. Tjebe 500 hat im Dezember 2017 seine Zulassung erhalten und als erster Sohn von Bartele 472 aus einer sehr stark hockenden Stutenlinie im Stamm 2. In seinen Untersuchungen hat er vor allem durch seine großartige Bewegungstechnik punkten können und das hat ihm natürlich sehr gute Ergebnisse in allen Disziplinen ermöglicht. Tjebe 500 hat einen Sternprozentsatz von 58%. Er hat 7 Kronstuten und 5 Pferde mit einem Triple-A-Prädikat hervorgebracht. Und in seiner Nachkommensuntersuchung hat Tjebe 500 2023 seine definitive Zulassung erhalten. Vor allem durch die Zulassung seines Sohnes Kees 531, der mit sehr großartigen Beurteilungen in der zentralen Untersuchung gepunktet hat. Wir sehen also Tjebe 500. Präsentiert wird uns diese Rubrik von Sebo Interieur und Equipage. Eine Sattelkammer von Sebo ist nicht einfach nur ein Raum, sondern ein Element, das ins letzte Detail durchgeplant ist. Und er kommt noch einmal vorbei, meine Damen und Herren, Tjebe 500. Schauen Sie sich an, wie cool er hier reinkommt. Tide 501, Sport Triple A. 12 Jahre jung, gezüchtet von Johann Onderdijk in Zwolle, im Besitz von Familie Vollmer in Lunteren, steht bei den Juhe Höfel in Lunteren. Ein Sohn von Albin 469 und einer Sternpräferenten Leistungsstute von Lodewijk 431. Außerdem die Sternpräferentin von Tönes 332, vertreten in der Blutlinie, kommt aus dem Stamm 8. Zugelassen seit dem Herbst 2017 und in der ZZ leichten Dressur tätig. Tide 501 war
hat einen wunderschönen Score mit seinen zugelassenen Söhnen erreichen können. Nick 5.3.8 und Martinus 5.3.9 sind zugelassen worden. In Amerika hat Sepke 5.4.9 seine Zuchtzulassung erhalten und auch Sieb 5.5.2 ist im letzten Jahr zugelassen worden. Tide selber war der erste zugelassene Sohn von dem großartigen Exterieur, verehrbar und mittlerweile in Amerika lebenden Alvin 4.6.9. Tide hat selber auch ein sehr schönes Exterieur und fällt auf in seiner Statur und Erscheinung. Auch in seinen Tests und Untersuchungen hat er sich sehr positiv hervorheben können, vor allem durch den guten Einsatz des Hinterbeins. Und auch wenn es um die Damen geht, dann kann Tide so einiges. Er hat einen Sternprozentsatz von 74. Er konnte schon 21 Kronstuten hervorbringen, 4 Sportpferde und 12 Nachkommen haben einen Triple-A-Status erhalten. Er ist damit absolut auch auf seine Nachkommen zugelassen worden und konnte damit ein wahrer Botschafter für das Friesenpferd werden. Wir sehen also Tide 5.01. Wieder eine großartige Vorstellung. Genießen Sie noch einmal Tide 5.01. Wir sehen hier, dass die Tribünen voller und voller werden. Wir sind ausverkauft heute, während wir Teamen 503 die Bahn betreten sehen. Der Vizemeister des Jahres 2023 bei den älteren Hengsten, Sport Elite AAA Hengst, 12 Jahre jung, gezüchtet von GGF von Dijkhuizen in Ostersee, im Besitz der Gebrüder von Maan und H. Eppinger aus Ede, steht auch bei den Gebrüder von Maan in Ede und der Deckstation Gaasterland in Oudemeerde. Ein Sohn von Charlotte 454 und einer Grundsport A-Stute von Hamann 424 sowie einer Sternpräferenten-Leistungsstute von Sape 381. Kommt aus dem Stamm 70. Seit 2017 zugelassen, in der Lichtentour in der Dressur tätig. Team 503 ist ein Produkt aus der Familienlinienzucht. Sowohl der Vater Charlotte 454 als auch Mutter El Soka kommen aus der Field-Sicht-Stutenlinie.
die zusammenkommen bei der Präferentin Lisebeth, der Mutter von Präferent Feize 293. Der sehr typische und schöne Thiemen konnte während der zentralen Untersuchung in allen 3 Disziplinen ein super Resultat erzielen. Mit einem Score von 86 Punkte für das angespannte Fahren hat er natürlich nachdrücklich die Nachfolge seines Vaters Charles 454 angetreten. Im Jahr 2020 hat Team 503 den Titel des Hengstes mit den meisten ersten Prämienfohlen einfahren können, die in den letzten Jahren hat er sehr viele Söhne für die erste Besichtigung liefern können. Und wir warten nach wie vor mit aller Ruhe auf seinen ersten zugelassenen Sohn. In jedem Fall kann Team 503 schon 11 Kronstuten, ein Sportpferd und 8 Nachkommen mit AAA-Status auf sein Konto schreiben und tut das mit Genugtuung. Wir sehen also Team 503. Team 503. Alle Hengste heute lassen sich in spektakulärem Zustand sehen. Während ich Sie nochmal daran erinnere, dass diese Rubrik gesponsert wird von Sebo Interieur und Equipage. De komst van Hengst, de Achterweg 1, 2, Triple A. 11 jaar, Gefokke en de Jongen, Zalrechts. Wander 512 betritt die Bahn. Triple A, 11 Jahre jung, gezüchtet von M. de Jong in Charlebert. Im Besitz des Gestüts Fischer in M. Öhring in Drachten. Er steht in der Stuterei Friese Fischer in Drachten. Ein Sohn von Lodewig 431, einer Sternstute aus Bert 411 und Sternstute aus Ubke 266, kommt aus dem Stamm 38. Zugelassen seit Herbst 2019. In der Dressurzeit 1 tätig und im Showfahren in der LK plus 6 Klasse. Mit sehr auffälligen Resultaten im Test ist Wander 512 im Dezember 2024 zugelassen worden, was die Nachkommensuntersuchung antritt. Mit einer Kronstute, 20 Sternhengsten und 7 Pferden mit einem Triple-A-Score sind seine Nachkommen wirklich auffällig gut. Auch die Fohlen von Wander sind aufgefallen mit verschiedenen Meisterschaftstiteln. Seine Söhne warten schon auf die Vorreittage, aber einen Thronfolger gibt es leider noch nicht, der schon zugelassen wäre. Er ist der einzige Sohn von Lodewig 431. Obwohl er aus einer Bert 411 Mutter kommt, kann seine Abstammung als relativ unverwandt umschrieben werden.
Vor allem, weil seine Großmutter eine Sternpräferententochter von Nahen 264 ist und auch Präferentin war. Wanda kommt aus der Vaikimeri-Stutenlinie, aus der auch Präferente Chiek 328 und Djurre 284 kommen. Über Lodewijk, wessen Vater Chiek 328 ist, kommt Vaikje dann auch wieder an der Vaterseite im Stammbaum von Wanda vor. Wanda ist ein sehr hübscher und rassentypischer Hengst, der in seinen Reitprüfungen aufgefallen ist durch einen sehr schönen Trab in allen 3 Disziplinen und eine vorbildliche Einstellung und Haltung. Wir sehen also Wanda 5-1-2. Was für eine Power, meine Damen und Herren. Wir sehen noch einmal Wanda 5-1-2 Triple A. Schön, am Ende auch. Wir machen aber weiter. Mit der Präsentation von Auert 514 Sport Triple A Hengst. Zehn Jahre jung, gezüchtet von A. Kranendonk in Lochem, im Besitz der Familie Vollmer in Lunteren und er steht auch in Lunteren bei de Nieuwe Hövel. Ein Sohn von Johannes 484 und der Modellpräferentin Doppel-A-Stute aus Andres 415 sowie eine Großmutter der Sternpräferenten Prestati-Stute, Leistungsstute Doppel-A von Volkert 353, kommt aus dem Stamm 25. Zugelassen im Nahjahr 2019, reitet die Z2 Dressur und ist der erste zugelassene Sohn von Johannes 484, der mittlerweile auch definitiv zugelassen ist. Die Nachkommen sind in Ordnung. Er kommt aus einer sehr starken Mutterlinie, ist selbst auch sehr hübsch, modern und rassentypisch. In seinen Reitprüfungen hat er vor allem mit seinem Trab und Galopp einen sehr starken Eindruck gemacht und mit einem guten Einsatz des Hinterbeins. Er hat in allen Disziplinen Resultate von über 80 Punkten erzielt, vor allem angespannt und hat er überzeugt mit einem Ergebnis von 86 Punkten. Der erste Jahrgang seiner Fohlen hat 16 erste Prämien mit sich gebracht und seine sehr luxuriösen Fohlen wachsen sehr hübsch auf. Er hat einen Sternprozentsatz von 65 und mittlerweile 5 Kronstuten und 4 Pferde mit einem Triple-A-Prädikat unter seinen Nachkommen. Die erste Besichtigung war für Auert sehr erfolgreich. Er hat mittlerweile 45 Hengsten hervorgebracht und mit Rüttger 5-4-6 Triple-A hat er auch in der ersten Runde einen bereits zugelassenen Sohn hervorbringen können. Wir sehen also Auert 5-1-4.
Komt hij nog een keer voorbij, dames en heren. Auert de Weg in 4. Da ist er noch ein letztes Mal, meine Damen und Herren, Auert, 5-1-4. Gepresteerd wordt Arend de Weg in 5. Sport Triple A. Dit komt zo dadelijk. Wir machen weiter mit der Präsentation von Ahrens 515 Sport Triple A Hengst. Kampioen jongheemsten 2023 als heel recent. Der Meister der jungen Hengste 2023 und allgemeiner Vizemeister 2023, mittlerweile 10 Jahre alt, gezüchtet von D.A. Dijkstra und M. Dijkstra in Berlikum, im Besitz der Familie Vollmer und D.A. Dijkstra und M. Dijkstra aus Lünteren. Da steht der Hengst auch in den Johe-Höfel. Ein Sohn von Jaue 485 von einer Sternleistungsreferentenstute aus Heize 425 und eine Sternstute aus Dölzen 420. Auch in diesem Hengst vertreten, Stamm 161. Zugelassen seit Herbst 2019 und in der ZZ schweren Dressur tätig. Für Ahren 515 ist das neue Jahr sehr gut begonnen, weil er seine definitive Zulassung bekommen hat. Ahren ist ein talentiertes Dressurpferd, vor allem in der ZZ-Schwerklasse. Mit Mareike Buhlen kann er regelmäßig 70% erreichen. In all seinen Meisterschaften hat er gewonnen. Er ist ein echter Eyecatcher unter dem Sattel, aber auch in der Körungsbahn fühlt er sich definitiv zu Hause. Er gehört zum ersten Duo von Söhnen von Jaue 485, die zugelassen worden sind. Ahren 515 ist ein sehr typischer und hübscher Hengst, der in seinen Reitprüfungen aufgefallen ist, vor allem mit seinem Fortschritt. Er hat sich als Hengst bewiesen, der einen feinen Charakter hat und schlussendlich echt ein Allrounder zu sein scheint, der in allen 3 Disziplinen ein Ergebnis von über 80 Punkten erzielen konnte. Trotz seiner eher eingeschränkten Anzahl von Nachkommen hat er bereits 4 Kronstuten, 11 Stärhengste und 4 Pferde mit Triple-A-Prädikat hervorbringen können. Die ersten Söhne von Ahren 515 haben sich in den letzten Jahren hier auf der Hengstkörung und auch auf der Hengstkörung präsentieren können und gut gezeigt. Wir müssen aber noch Geduld haben für einen Thronfolger von Ahren 515. Wir sehen also Ahren 515. Ook weer eens op de tribune. Nog een keer de prestatie, dames en heren, van Arend. Auch ein Hengst mit vielen Fans auf der Tribüne. Noch einmal, meine Damen und Herren, lassen Sie sich hören für Ahren 515.
Dat je de route, dames en heren, van Zuid en verkeershengsten. Ja, wir haben den ganzen Tag, um diese Tiere zu genießen. Und wie perfekt stehen sie hier heute auch für uns bereit. Wir kommen schon wieder zum letzten in dieser Rubrik. Mit wundervollem Behang. Auch da reichen die Mähen fast auf den Boden des WTCs in Leeuwarden. Eine bildschöne Ankunft von Boet 516 Sport AAA Hengst, auch 10 Jahre jung. Gezüchtet von AP van der Ven in Vinkel, im Besitz der Familie Vollmer und TC Fischer in Lunteren, steht auch in Lunteren bei de Nieuwe Hövel. Ein Sohn von Jaue 485 und einer Sternstute aus Uldrik 457, sowie einer Sternpräferenten aus Zietze 385, kommt aus dem Stamm 54. Zugelassen seit Herbst 2019, reitet in der ZZ-Dressur leicht. Boet 516 ist dieses Jahr definitiv zugelassen worden und gehört mit seinem Stallgenossen Aret 515 zum ersten Duo der zugelassenen Söhne von Jaue 485. Boet ist ein auffallend rassentypischer und hübscher Hengst, der mit seinen zierlichen Linien und viel Behang auffällt. Er hat in seinen Reitprüfungen der zentralen Untersuchung 2019 Spitzennoten erreichen konnte, was unter anderem an seiner großartigen 9 für den Schritt gelegen hat. In allen 3 Disziplinen hat er AAA-Scores einheimsen dürfen. Neben der Rassenausstrahlung hat Boet auch durchaus Beintechnik im Trab, Galopp und die Leichtigkeit, die eine gute Bearbeitbarkeit deutlich machen, um diese Noten noch zu unterstreichen. Er hat mittlerweile 39 Sternstuten und einen Sternprozentsatz von 61 zu verbuchen, hat eine Kronstute, 11 Sternhengste und ein Nachkommen mit AAA-Prädikat liefern können. Im Dressuring präsentiert sich Boet mit Sabine von de Loenhorst auffallend und hat das Sportprädikat bereits erreichen können. Wir sehen Boet 516. Schon wieder der letzte in dieser Rubrik, meine Damen und Herren, Boet 516.
Prachtige weghengsten en de hele groep top weer binnen. Gaan ze zo dadelijk. So eine schöne Gruppe Hengste. Wir sehen sie gleich alle wieder auf der Bahn, werden sie sortieren und dann kann uns Sabine Schwarer, die Juryvorsitzende, wieder erklären, warum sie wen mit in die Meisterschaft einlernt. Wenn wir hier noch einmal Sebo Eterion Equipage auf unseren LED-Banden sieht, unser Sponsor für diese Rubrik, und die Hengste kommen zurück. Wir sehen auch Beate Reuter, unseren Stadionsprecher, wieder auf der Bahn. Sebo Interieur Equipage für ihre Sattelkammern nach Maßarbeit mit einem Auge für Detail. Unser Sponsor für diese Rubrik. Sodass Ihre Sattelkammer nicht nur irgendeine Kammer ist, sondern ein Equipmentraum, der bis ins letzte Detail durchdacht ist. Die Jury nimmt sich noch einmal die Zeit, um zu schauen. Und sie wollen wissen, wer hier der Spitzenreiter der Gruppe wird. Da haben sie sich noch nicht entschieden.
Ja, wir puzzeln immer so ein bisschen. Wir sind leider immer noch nicht ganz raus hier aus der Nummer. Ist noch nicht aus, Waldowert hier. Holen sich noch einen Kaffee vielleicht. Wir schauen eben. Oh, der Hengst. Die 501. Komm mal zu mir. Und eben auf die andere Seite bitte. Auert eben warten. Der Rest bitte einmal aufschließen. Dankeschön. Da sind wir schon relativ nah dran. Einmal schauen bitte, Jury. Wir stellen auf. Spitzenreiter Tide 501. Dann Auert 514. Dann Wutsch 516. Ahrens 515. Tjebbe 500 und Thiemen 503. Dann Wander 512. Die Schleifen werden schon reingebracht von Sebo Interieur und Equipage zur Verfügung gestellt. Anne Rutemer vom Sponsor überreicht hier die Preise und auch das junge KPS anwesend, genauso wie unser Vorstand. Sabine hat das Wort, um uns zu erklären, wer warum wo steht. Vielen Dank, Bert. Die zweite Rubrik für heute, die älteren Hengste, die Hengste, die schon die Nachkommensuntersuchung erfolgreich abgeschlossen haben. Und um ehrlich zu sein, war es eine sehr schwierige Gruppe. Es hat auch eben gedauert, bis wir uns entschieden konnten, wie wir hier die Pferde sortieren. Aber ich denke, dass wir auf unseren Spitzenpositionen zwei Pferde haben mit viel Rassenausstrahlung, gut in der Beinstellung. In der Spitzenposition Tide 501. Eine schöne Silhouette, eine runde Schulterpartie, langer Hals, korrekter Stand des Hinterbeins, einen guten Takt im Schritt, im Trab, ein guter Einsatz des Vorderbeins, ausreichend Raum greifen, könnte hinten etwas besser durchtreten, aber ein Hengst, der, was das Zuchtziel betrifft, im Exterieur unfassbar weit kommt und die Rassenausstrahlung hat. Tide 501. Und dann noch so ein wunderschönes Bild, Auert 514. Auert strahlt viel Jugendhaftigkeit aus, ist modern, mit langen Linien, hat eigentlich die perfekte Silhouette, wenn er so vor Ihnen steht. Eine großartige Oberlinie, schöne Verhältnisse. Hätte im Trab etwas mehr Schwebmoment entwickeln können heute, aber ein sehr schöner Einsatz des Vorderbeins. Auert 514. Dann But. Rassenausstrahlung, finde ich, gibt es keinen schöneren Hengst. Wirklich eine 9, also eine 1 für seine Rassenausstrahlung. Einen schönen, edlen Kopf, einen vertikalen Hals mit viel Behang, zierliche Linien. Er hat heute etwas mehr Rhythmus finden können in seinen Bewegungen, aber hätte mehr Rhythmus finden können. Darum einen sehr guten dritten Platz für But 516. Dann Arendt, ein sehr korrekt gebauter Hengst mit viel Rassenausstrahlung, der auch nach wie vor sehr jugendhaft herüberkommt. Er hat uns heute nicht so überzeugt, aber er ist so gut im Sport. Arendt 515. Dann Tjebbe, sieht so gut aus, hat wirklich ein Mäusefell, sehr glänzend, in guter Kondition, ein kompakter Hengst mit einem hübschen Kopf. Ein Hengst, der mit ausreichendem Takt im Schritt ist, sehr energetisch im Trab. Das war heute schwierig in die richtigen Bahnen zu leiten. Darum dieser Platz für Tjebbe 500. Dann Thiemen. Thiemen auch ein Hengst mit einem wunderschönen Kopf,
Er hätte bessere Linienführung haben können, hat eine gute Gruppenlage und eine breite Lendenpartie. Heute in dem Bewegungsablauf nicht so überzeugend, wie wir uns das gewünscht hätten. Thiemen 5:03. Und dann Waandel, der guckt immer so stolz, vor allem hier in der Arena. Er ist schon ein paar Mal hier in der Arena gewesen in dieser Woche, hat schöne Präsentationen und Vorstellungen abgeliefert. Ein sehr rassentypischer Hengst, eine schöne Lendenpartei, einen wundervollen Trab hat sehen lassen mit einem kräftigen Hinterbeineinsatz. Im Schritt hätten wir ihn gerne etwas korrekter gesehen. Dieser Platz also für Waandel 5:1:2. Wir nehmen wieder die ersten beiden mit ein für die Meisterschaften. Tide 5:01 und Dankjewel, Celine Zwaaghamer. Aan de onderloper op kop geplaatst links. Tide weg. Auert 5:14 laden wir also ein. In der Spitzenposition Tide 5:01 in der Ehrenrunde. Und Auert 5:14. Goed, weg, 1-6. Wutsch 5:16. Arends, weg, 1-weg. Arendt 5:15. Tjebbe, weg, 0-0. Tjebbe 5:00. Thiemen, weg, 0-3. Thiemen 5:03. En Waandel, weg, 1-2. Und Waandel 5:12. Dann haben wir die ersten zwei Hengste der Meisterschaft für die älteren Hengste bereits bekannt gemacht. Das sind Tide 5:01 und Auert 5:14, die wir später zu den Meisterschaftskörungen zurück begrüßen dürfen. Wir sehen, dass die Jury die Bahn verlässt.